Und trotzdem möchte ich von diesem Gott erzählen. Erziehung zu mehr Lebenstüchtigkeit durch Sport. Mit den besten Wünschen für Ihr neues Lebensjahr. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja? Ja, danke. Entweder wollen Sie etwas verändern, dann hören Sie mal zu. Mein Name ist Reinhold Hemker, evangelischer Pfarrer, zurzeit Mitglied des Deutschen Bundestages. Das sind die Füße von Reinhold Hemker, SPD. Mit seinem Wahlspruch „Ohne Netz und doppelten Boden" will er zum 4. Mal hintereinander als Direktkandidat ohne Listenplatz in den Bundestag. Und das mitten im schwarzen Münsterland. Sein Spezialgebiet Sport und Gesundheit. Abwarten, die Kneippmeisterin kommt jetzt mit Storchengeist. Jawohl, super. Also das heißt jetzt aber, wenn, nehmen wir mal an, hier in der Nähe, im Gemeindehaus oder sonst irgendwo gäbe es so eine Veranstaltung, dann würden die anschließend hier hingehen und würden hier bestimmte Übungen machen. So. Das wäre der erste Schritt. So, das ist jetzt Massage. Nur bei Gentechnik und Transplantationsgesetz liegt Pfarrer Hemker nicht auf Parteilinie. Ansonsten ist er seit fast 40 Jahren Sozi und stolz darauf. Das ist stark. Er kennt beides, die große Politik in Berlin und die kleine Politik hier vor Ort, die so mancher Kollege belächelt, leider, wie Hemker findet. Und machen gleich einen Termin ab, Wolfgang, ne? Wir machen sofort einen Termin ab, eine Informationsveranstaltung, wo der Gesundheitsgrad vorgestellt wird mit dem Schwerpunkt Kneipp-Trainerin. Ich bin nicht für die SPD im Bundestag, nicht. Ich bin für die Menschen im Bundestag, die mich gewählt haben. Für die Menschen, mit denen ich bundesweit, europaweit, weltweit also zusammenarbeite. Im Übrigen wäre das auch ein falsches Verständnis unserer Verfassung, nicht? Die Parteien haben eine Aufgabe, sind Mittel zum Zweck. Es geht dann ruckzuck. Härtester Politiker der Welt hat man ihn genannt. Darüber lacht Hemker, der Sportcrack. 3-mal WM-Teilnehmer, 3-mal Ironman-Triathlon auf Hawaii, internationaler Meister von Österreich. Und das alles neben der Politik, ehrenamtlicher Kirchenarbeit für Gemeinde und Synode und. Alles andere Wege. Ja. Okay, tschüss. Schnitt teilweise über 50. Er sagt, ich wäre selber ganz anders geworden. Die meisten seiner Wahlkreistermine absolviert Hemker auf dem Rennrad. Und das mit 61. Einem Alter, wo anderen schon beim Treppensteigen die Puste ausgeht. Nicht gerade typisch für einen Politiker, erst recht nicht für einen Pfarrer. Also das Schönste ist das Radfahren, besonders hier in dieser Gegend auf den flachen Strecken. Da kann man fast meditieren. Ein Großteil meiner Vorträge, auch Predigten, wenn ich nochmal predige, bereite ich heute auf dem Rad vor. Das sind oft Stunden, die man unterwegs ist. Nicht? Man kann die Natur genießen, insbesondere in den frühen Morgenstunden, wenn man dann den Fasanenschrei hört oder die Rehe sieht oder irgendwas anderes in der Natur sich bewegt, die Vogelstimmen, dann ist ja schon was Schönes. Das, was du also siehst, ist unbelastetes Wasser und man kann... Aqua Living. Die junge Firma bietet Wasser an, natürlich aufbereitet, ohne Chemie. Damit das Geschäft mit den Filtermaschinen läuft, muss die Sache erstmal bekannt werden. Da kommt der Politiker ins Spiel. Und da gibt es einen speziellen Filter. Ihr sagt immer einen Membranfilter. So. Der zieht das raus. Genau, es ist eine Kombination. Hemker findet die Idee klasse, kann Kontakte vermitteln und will verhindern, dass die kleine Firma baden geht. Seid ihr auch schon Mitglied der sogenannten Trinkskampagne? Es gibt eine Organisation in Nordrhein-Westfalen, Sport College, die sowas machen. Ja, also davon haben wir gehört. Wir sind Lobbyarbeit? Klar, irgendwie schon. Dieses Thema aufkam.
Aber, meint Hemker, die Jungs hier sind ja wirklich gut und sauberes Wasser sowieso. Weiteren Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen. Und dahinter wiederum steht für mich jetzt als Theologe so etwas wie Schöpfungsverantwortung. Mit den Dingen, die wir auf der Erde in der Schöpfung haben, verantwortlich umzugehen. Und dann ist es wichtig, dass man die Akteure außerhalb der Politik, außerhalb der Kirche auch findet und mit diesen Akteuren zusammenarbeitet. Das ist die Grundlage für das, was wir hier eigentlich gemeinsam tun.